Es gibt Tage, da fallen dem kleinen Eisbär Lars die schönsten Spiele ein. Eisblock-Wettrutschen zum Beispiel. Ich rutsche zuerst, weil ich, der Lars Eisbär vom Polarkreis, das Spiel erfunden habe. Ui, ist das der Plausch. Bahn frei für die Lena und die Pieps. Achtung, Lena rutscht aus. Achtung, ich! Pieps, pieps, pieps. Glücklich schaukeln die drei im Eismeer. Und das Pieps will wissen, was jetzt spielen. Wir sind 3 Schiffe. Und die Boje hinten ist der Hafen. Wer zuerst ist, hat gewonnen. Tut, tut. Hey, wart! Für die Pieps geht das viel zu schnell. Darum will es mit der Lena zusammenfahren. Gut, wenn du hilfst, den Lars einholen. Klar, los! Da kommt auf das Mal ein Nebel auf. Die Lena und das Pieps geraten in eine gefährliche Strömung. Sie treiben immer weiter weg vom Lars in ein Eislabyrinth. Von all dem merkt der Lars nichts. Gewonnen! Aber dann sieht er seine Freunde in grosser Gefahr. Er muss sofort helfen. Die Strömung hat die beiden schon tief ins Labyrinth getrieben. Wir müssen wieder zurück. Hilfe! Lars! Und noch dicker wird der Nebel. Der Lars kommt zum Labyrinth. Er denkt an die Eltern, die ihn immer warnen, nie dort hineinzuschwimmen. Aber seine Angst und Sorge ist grösser. Ganz verloren treiben Lena und das Pieps in dieser Nebelschwade und rufen nach dem Lars. Die Eis mag ihr Gewicht nicht tragen. Hilfe! Das Eis bricht! Hilfe! Hilfe! Ein riesiger Eisberg versperrt dem Lars den Weg. «Lena, wo seid ihr?» ruft er. «Hinter dem Eisberg!» kommt die Antwort. So schnell er kann, paddelt der Lars um einen Eisberg. Und die Lena und das Pieps, die machen sich nach dem Lars auf die Suche. Und so paddeln Lena und das Pieps um einen Eisberg, immer im Kreis wie der Lars. Und dabei bricht die Eisscholle immer mehr auseinander. «Oh, Pieps, ich kann nicht schwimmen», sagt Lena verzweifelt. Das Pieps tröstet. «Hab keine Angst, Lena. Ich zähle nicht auf 10. Und dann ist der Lars sicher da. 1, 2. Nein, merkt der Lars. So findet er die beiden nie. Er muss tauchen. Aber ein Eisberg ist unter Wasser noch viel, viel grösser als oben dran. Fast geht ihm der Schnuff aus. Das Pieps hat zum Glück eine Rettungsinsel entdeckt. 7, 8, 8,5, 9, 9,5, 9 3/4, 10. 10! Juhu, Lars, ich hab's gewusst. Endlich. Der Lars ist ganz ausser Atem. Endlich, seufzt Lena und das Pieps. Und auf das Mal wird's hell und heller. Und wo der Nebel ganz verschwunden ist, sehen sie den Ausgang vom Labyrinth. Überglücklich paddeln die 3 Freunde der Sonne entgegen heimzu.